Jahrhunderte wurden sie verehrt und prunkvoll geschmückt. Die Gebeine von Märtyrern und Heiligen. Die Münchner Restauratorinnen Laura Luhn und Veronika Diesel dürfen ihnen heute ganz nahe kommen. Sie sollen die kostbar gefassten Reliquien konservieren. Schau mal, das ist ein Kreuznagel. Toll. Sehr schön. Wow. Da sind die Farben noch recht gut erhalten. Schau mal hier, so Schleifchen. Wahnsinn. Also das hier sieht aus wie so eine Schädeldecke. Gehäkelte Blümchen. Cool. Die sind gehäkelt, also mit so einem feinen Seidenfaden hat das jemand scheinbar mit so einer Nadel wirklich um den Draht herum gehäkelt. Und das ist halt, also das ist der Wahnsinn, wenn man sich das vorstellt, man müsste das nachmachen. Also das ist so eine feinteilige Arbeit, also wie das überhaupt möglich ist. Unglaublich. Ah ja. Das ist die Johanna? Genau, das ist die Johanna. Die Heilige. Johanna soll Jesus persönlich gekannt haben. So steht es in der Bibel. Und das soll ihr Kopf sein. Ein echter Menschenschädel, prachtvoll eingepackt. Jetzt hat er Schädel. Ihre verhüllte Schädelreliquie, wie auch die Häupter der Gefährtinnen der heiligen Ursula, gehörten zum Reliquienschatz eines der wichtigsten Klöster der Voralpen, der Benediktinerabtei Tegernsee. Hoffnungsvoll pilgerten die Menschen hierher, zu den Gebeinen der Heiligen, bis zur Säkularisation 1803. Heute beherbergt das ehemalige Kloster die Brauerei, das Gymnasium und die Pfarrkirche Tegernsee. Von den einst 16 Altären gibt es heute nur noch 5. Die Aufklärung verbannte den funkelnden Reliquienschatz. Nur wenige haben ihn in den letzten 200 Jahren zu Gesicht bekommen. Einer von ihnen ist der Kirchenhistoriker Roland Götz. Schon als 12-Jähriger kannte er jeden Winkel des Klosters. Sein Vater war Brauer. Die Familie lebte in einer Dienstwohnung im ehemaligen Kloster. Als Ministrant durfte er auch in die Reliquienkammer. Ein abgelegener Sakristeiraum, der noch aus der Gotik stammt. Es ist ja ein bisschen wie in Aladdins Schatzhöhle, wenn man hier reinkommt und Sie sehen also geschnitzte und vergoldete Schreine hinter Glas, menschliche Knochen, die wiederum geschmückt sind. Das fasziniert ein Kind natürlich irgendwo so zwischen frommem Schauer und Geisterbahn. Dieser Raum war schon in der späten Gotik der Aufbewahrungsort für den Reliquienschatz des Klosters. Im 19. Jahrhundert wohl hat man diese Schränke aus einem anderen Teil des ehemaligen Klosters hierher gebracht und hat die dann durch die Bemalung in Blau mit goldenen Papiersternchen drauf auch passend zugerichtet für die Aufnahme von Reliquiaren. Für einen heutigen Betrachter haben Reliquien ja irgendwie doch meistens eher den Beigeschmack des Makabren. Ich als Theologe sehe das dezidiert anders und versuche zu ermutigen, diese Reliquien und die Reliquiare und die ganze Kunstfertigkeit und die Liebe und auch das Geld, das man in diesen Schmuck gesteckt hat, zu verstehen als den Versuch, den Menschen einen Blick in den Himmel zu ermöglichen. Und die Blumen und die Perlen und die bunten Steine, mit denen man diese Totengebeine schmückt,
sollen uns etwas vermitteln vom Glanz des Himmels, in dem man diese Heiligen bereits eingegangen glaubt. Wow, toll. Das sieht ja auch spannend aus. Und das sind echte Federn. Ja, das sind echte Federn. Hier alles. Da auch. Cool. Wahnsinn. Also hier sieht man ja wirklich, wie die nach hinten gebogen sind, hier die Federn. Und dann wiederum hier abgeschnitten, damit das eher so Rosen werden. Abgeschnitten, hier wieder gebogen. Das ist Wahnsinn. Auch hier, Ja. gell, das habe ich mir auch gerade gedacht. Hier. Mit so einer Zickzackschere Ja. ausgeschnitten, Wahnsinn. die Federchen. Toll, also je länger man schaut, desto mehr entdeckt man. Ein barocker Paradiesgarten für heilige Knochensplitter, mit blauen Bändchen versehen. Heute unbezahlbares Kunsthandwerk. Früher ein Reliquiat zweiter Klasse. Es gab auch welche aus massivem Gold und Silber. Die Beamten, die die Klöster 1803 im Auftrag des Staates aufgehoben haben, die waren an Gold und Silber und Materialien interessiert, die man für die Staatskasse einschmelzen und zu Geld machen konnte. Und da stand als Nummer 1 an der Spitze dieser Liste die silberne Büste des Klosterpatrons, des heiligen Quirinus. Und in dieser Büste war ein Teil der Quirinus-Reliquien verwahrt. Die hat man allerdings vor dem Wegtransport rausgenommen. Die Reliquien haben wir bis heute noch in Tegernsee, allerdings die Silberbüste endete in der königlichen Münze. Quirin war Christ im alten Rom. Wegen seines Glaubens wurde er geköpft. 500 Jahre ruhte er in den römischen Katakomben, bis sein Leib als Geschenk vom Papst zur Klostergründung über die Alpen nach Tegernsee gebracht wurde. Und überall, wo man Tegernsee begegnet man auch dem heiligen Quirin. Und in früherer Zeit war es eigentlich ein untrügliches Zeichen dafür, dass jemand aus dem Tegernseer Tal stammte, wenn er Quirin hieß. Auch heute ist sein Name immer noch präsent, obwohl von Quirins heiligem Leib nicht mehr viel übrig ist. Zusammengenommen ist es vielleicht noch ein Viertel eines menschlichen Skeletts. Und alles andere ist dann auch im Lauf der Jahrhunderte oft an andere Kirchen abgegeben worden, oft auch in einem frommen Tausch. Bekommst du ein Stück von meinem Heiligen, bekomme ich ein Stück von deinem Heiligen. Unzählige heilige Knochen gilt es jetzt vor dem Verfall zu schützen. Die erste Bestandsaufnahme sieht bei Veronika Diesel ein bisschen so aus wie beim Zahnarzt und ist akribische Detektivarbeit. Ja, hier ist was. Es ist so ein Stück Kreidegrund mit Blattgold und das scheint nicht von den Klosterarbeiten zu sein, sondern wahrscheinlich von dem Zierrahmen, der außenrum ist. Und das würden wir jetzt auf jeden Fall mal so notieren, wo das war. Und dann kann man das vielleicht auch wieder ankleben beim Zierrahmen. Und jetzt schaue ich einfach noch, ob ich noch was anderes finde, irgendwelche Knochensplitter oder so, dass da nichts übersehen wird beim Reinigen. Jedes Detail des denkmalgeschützten Schatzes wird festgehalten, jeder Arbeitsschritt dokumentiert. Laura Luhn beginnt mit einer der heikelsten Aufgaben, die Reinigung der Paradiesblumen. Jedes Federchen zählt. Lose Teile werden separat gereinigt und wieder angeklebt. Das ist natürlich hier aufwendig bei den Federn, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein, dass ich eben keine Federn einsauge.
Eine Kür in Sachen Geduld und Fingerspitzengefühl. Ja, man sieht schon, wie viel Staub drauf ist und wie es langsam, sehr, sehr langsam, aber beständig schöner und strahlender wird. Das ist schon ein schönes Gefühl. Genauso verehrt wie die Gebeine der Heiligen wurden auch die Gegenstände, die mit ihnen in Berührung gekommen sind, wie der Eisennagel in diesem Reliquiar. Er soll einen echten Kreuznagel, mit dem Jesus gekreuzigt worden sein soll, berührt haben. Und dieses Anberührtsein ist sogar durch ein offizielles Zertifikat des kaiserlichen Hofkaplans auf der Rückseite des Schreins belegt. Wenn jetzt der heutige Betrachter sagt, jetzt schüttle ich endgültig den Kopf, denken Sie bloß dran, wie vielen Leuten es etwas bedeutet, einen Fußballer mal angefasst zu haben oder gar ein Trikot von ihm zu bekommen. Wir sind heute nicht weniger anfällig für solche Verhaltensweisen als unsere Vorfahren. Wir üben sowas vielleicht bloß in anderen Zusammenhängen aus, nicht mehr bei heiligen Märtyrern, sondern bei Stars aus Showgeschäft oder dem Sport. Und die heilige Johanna? Könnte sie Jesus wirklich mit eigenen Augen gesehen haben? Wir lesen im Lukas-Evangelium, dass nach der Auferstehung Jesu die Frauen, die zum Grab kommen, dass da auch Johanna darunter gewesen sei. Also wenn Sie so wollen, eine Auferstehungszeugin mit einer Reliquie hier in Oberbayern, das ist eigentlich was ganz Großartiges und man könnte es in der heutigen Zeit ja sogar zum Anlass nehmen, um über die Bedeutung der Frauen im Neuen Testament und in der Folge dann vielleicht auch in der Kirche nachzudenken. Eine alte Reliquie, die neue Impulse geben könnte. Veronika Diesel und Laura Luhn gehören mit ihrer Restaurierungswerkstatt Mona Liesel zu den wenigen, die sich an die Restaurierung von Reliquien und deren Fassungen wagen. Es sind halt ganz viele verschiedene Materialien in einem Kunstwerk vereint, also Glas, Gips, Metall, Textil, Knochen, Papier, Federn. Also es ist wirklich sehr, sehr spannend, diese Kombination und diese ganzen Details so mit diesen ganzen kleinen Perlen, diesen Blüten und hier sogar so ein Ohrring, der so ein bisschen wackelt, also ja, echt wunderschön verziert und eigentlich dadurch ist es ja auch, also denkt man erstmal gar nicht so, dass es ja Gebeine oder Knochen sind, sondern es ist einfach so anmutig und kunstvoll und man bewundert es eigentlich wirklich sehr. Man taucht dann schon immer ein und stellt sich auch während der Bearbeitung irgendwie vor, ja, wer hat das wohl gemacht und wie war das früher und was hat derjenige dabei gedacht? Man ist schon irgendwie, fühlt sich auch verbunden mit der Geschichte. Das ist ein ganz spezielles Gefühl. Ja, das ist ja irgendwie gerade das Schöne, wenn man so die alten, verstaubten Sachen irgendwie wachküsst und die wieder so für die nächste Generation erhält an jungen Menschen.